Ich will dem Herrn Karteiser dann aber die froh quasi stellen, ob dann hinter Meinung ist, dass Leute die Gruppierungen, sogenannten extremistischen Gruppierungen wie Pegida auf Facebook unterstützen, ob das da Leute sind, die seiner Meinung nach sollten vom Geheimdienst überwacht gehen. Ich bin der Meinung nicht. Und dafür kann ich just sagen, ich bin froh, dass der Herr Karteiser nicht mehr am Geheimdienst ist, weder an Eisem noch am Russischen. Ich finde, Herr Baum, die paar Sekunden mehr gehen, für die Frage zu stellen. Da gehen da selbstverständlich auch die paar Sekunden, Herr Karteiser, für darauf zu antworten. Ihr könnt da traurig von Ihrer Platz machen. Es geht um ein paar Sekunden. Herr Präsident, ich so nicht merci. Ich meine zwar, dass die Kontinu und die Tonalität von Herrn Baumsing Bemerkungen über das rausgeht, wenn ich als einfach froh konsideriere, aber ich will mich auch persönlich in einer gewisser Hinsicht angegriffen. Ich will dazu mal 2 oder 3 Sätze aber antworten. Die erste froh Pegida an Facebook Leute, die das auf Facebook gut heißen. Ich überlasse nicht den deutschen Autoritäten anzuschätzen, ob an hier an Pegida extremistisch ist oder nicht. Ich will mich als Lützeburger nicht konzernieren. Das ist nur eine persönliche Meinung dazu. Wo Pegida geschafft ist, da hatten sie 10 Grundsätze nicht gelesen. Und ich meine, dass man hier wahrscheinlich eine ganz große Majorität zu der Überzeugung kommen wäre, dass Pegida, wo angefangen hat, auf jeden Fall keine extremistische Bewegung ist. Ich habe aber etwas gesehen, was man hier auch an anderen Ländern gesehen, das war aus politischen Gründen ein Refus de Dialog. Und ich meine, den halt verschiedene Parteien die das damals gesagt hatten, zum Beispiel eine deutsche SPD, die ihre Meinung geändert hat, eine deutsche Geringer Partei, die ihre Meinung geändert hat. Und vorstellt sich grundsätzlich über einer Demokratie es gut aus, den Dialog mit so einem Movement zu verweigern oder nicht. Ich meine nicht. Ich meine, das Wichtigste, dass jeder mit jedem kann schwätzen, für auch eine Tendenz zu einer Radikalisierung zu verhindern. Also für die zweite Frage zu beantworten, Leute, die so Movemente auf Facebook verfolgen oder teilen, es sind ein Anhänger von der Meinungsfreiheit. Ich ging dem Herrn Baum nie verbieten oder irgendeinem anderen Herrn Movemente auf Facebook zu verfolgen, ich weiß nicht, wie das los sieht, oder Sachen zu teilen, die ihm gefallen, die ihn interessieren, die er für wichtig hält. Und genauso denke ich, dass Meinungsfreiheit muss die Toleranz abbringen, auch können Sachen weiterzugehen, die verschiedener steuern, die können irritieren, die können herausfordern, die können zum Dialog abrufen. Aber ich meine, Demokratie lebt davon, und es scheint mir extrem wichtig zu sehen, dass Meinungsfreiheit auch das begreift. Und zum letzten Punkt, ich will dem Herrn Baum noch einmal sagen, dass ich zwar für den Geheimdienst geschafft habe, aber im Auftrag vom Israel, auch für das Land, und er soll also nicht probieren, irgendetwas Ähnliches heute durchzustellen, ich so nicht merci.